Aber die Ehre, ja, es gibt ja mittlerweile wahnsinnig viele Kochshows. Und die sind alle miteinander so wahnsinnig fad. Aber auch wahnsinnig erfolgreich. Ja, und deswegen möchte ich jetzt auf diesen Zug aufspringen und ich präsentiere euch mein Lieblingsrezept. Das Rezept vom Traumurlaub. Das ist nicht schwer zum Nachmachen, weil es kann nichts anbrennen. Und wenn man alle Zutaten hat, dann kann auch nicht so viel schief gehen. Also, gehen wir es an. Die wichtigsten die wichtigsten Zutaten, die Basis von dem Ganzen ist einmal erstens Zeit und zweitens Geld. Naja, ein bisschen Geld müsst ihr schon in die Hand nehmen. Ich meine, eine Tafelspitz kostet auch mehr wie eine Wurstsemmel, aber ist wesentlich geschmackiger und gibt ein bisschen mehr her. Also, die folgenden Zutaten werden jetzt vermischt und mit Gewürzen verfeinert. Und da braucht man mal halb. Entspannung und Abenteuerlust. Das Ganze wird vermischt mit der richtigen Wahl des Hotels. Das ist nicht zu unterschätzen. Und wenn wir kräftig da umgerührt haben, dann geben wir noch eine Handvoll Bewährtes und Bekanntes dazu und dann noch eine Prise von Innovation, also eine Prise von neuen Eindrücken. Und ganz am Schluss garnieren wir das Ganze mit der Wahl des richtigen Reisepartners. Ja, und schon kann's losgehen. Was dann? Mahlzeit und viel Spaß. Lasst es euch gut schmecken. Also das macht dann schon ein bisschen Angst, wenn das Flugzeug schon vor dem Start brennt. Es war aber viel Rauch um nichts. Wir haben einen ruhigen Flug nach Bangkok gehabt und wir konnten unser Rezept wie geplant zubereiten. Sodala! Das ganze Menü besteht aus den verschiedensten Gängen. Als Vorspeis gibt's altbekanntes. Thailands Hauptstadt Bangkok. Bangkok ist ja eine Stadt, die wir schon sehr gut kennen. Aber es gibt immer wieder Neues zu entdecken und es ist für jeden Geschmack etwas dabei. Wir haben uns zum Beispiel das Nationalmuseum munden lassen. Auch nicht schlecht, das Königliche Bartenmuseum.
ทุกวันคิดถึงคนดีแต้วไม่ปราณีพี่บ้างหรือไรแต้วเอ๋ยก่อนนี้พี่เคยมีน้องอยู่ไกลเดี๋ยวนี้แต้วจากไปไกลทิ้งพี่โศกอะไรแต้วไปอยู่ไหนไม่บอกพี่เลยพี่หลงรักแต้วมานานเห็นใจที่เกิดตาหวานอย่าทรมานด้วยการใช้เงิน Um uns auf den Badeurlaub im Süden einzustimmen, haben wir das Sea Life Bangkok besucht. Und dort ist uns vor lauter Vorfreude das Wasser im Mund zusammengelaufen. Tham Pranang oder Riley Beach. Also ich sag nur eins. Welt. Die Halbinsel im Süden Thailands gehört sicher zu den schönsten Plätzen auf dem Planeten.แค่เพียงที่พักใจเธอไม่ทำฉันคนนี้ไม่มีสิทธิ์ได้เจอสักครั้งก็ไม่มีที่ผ่านมาสักครั้งจะมีทางไหมเธอสักครั้งที่จะมาเพราะอยากEine absolut wichtige Zutat für unseren Traumurlaub ist die Wahl des Hotels. Ein bisschen Komfort, das kann nicht schaden. Und so ein schöner Swimmingpool, das bringt die Prise Entspannung, die den Urlaub so richtig lebenswert macht. Also ich bin ja normalerweise nicht so begeistert, aber ich bin begeistert. Das Hotelzimmer, also wir sind da im Paradies. Normalerweise mache ich das nicht, aber heute mache ich es. Ich zeige euch das alles. Da geht es einmal ins Badezimmer rein. Eine super coole Badewanne. Das kennt ihr. Dann noch eine Regenwalddusche. Da haben wir was anderes. Und dann gehen wir da ins Schlafzimmer, Wohnzimmer, was auch immer rein. Da kann man sich herrlich zukuscheln und aus dem Fenster schauen, wenn die Afferl draußen herumkrebsen. Und von da hat man einen wunderschönen Blick. Wohin? Auf den Pool. Also, wenn das kein Traum ist und kein Paradies, dann weiß ich nicht.
บอกกับฉันว่าตัวเธอจะรอไม่ว่านานเท่าไรรักของเราจะยังตรงใจไม่ว่านานเท่าไรใจใจจะยังคงเป็นเหมือนเดิม Ein ganz besonderes Schmankerl, das unseren Traumurlaub überaus geschmackig macht, das sind die Ausflüge mit einem Longtailboot. Da haben wir als Beispiel einen Trip zu 4 Inseln, inklusive einen Schnorchelgang beim Chicken Island.เจ็บสักกี่ครั้งก็ไม่จำเจ็บอยู่อย่างนั้นทรมานมันตอกเลยย้ำเกินกว่าที่ใครเข้าใจแต่เจ็บสักกี่ครั้งก็จะยอมไม่ว่าจะร้องอีกสักเท่าไรจะเจ็บและทนรับไว้เพียงคนเดียวเจ็บไม่จำเวลาจะทำจะคิดอะไรก็เหมือนโดนทำร้ายเรื่อยมาก็พอเข้าใจก็ยอมจะแลกจะมีน้ำตาก็ไม่มีปัญหาอยากเป็นนกก็ต้องบินถ้าไม่บินก็ไม่ได้ไปอยากจะรักก็ต้องลองเธอไม่มองก็ไม่เป็นไรฉันแล้วไม่เคยบ่นและจะทนเอาไว้เจ็บสักกี่ครั้งก็ไม่จำเจ็บอยู่อย่างนั้นทรมานมันตอกเลยย้ำเกินกว่าที่ใครเข้าใจ Die köstlichsten Gewürze auf Tampranang sind die sportlichen Aktivitäten. Und da gibt's die verschiedensten Geschmacksrichtungen. In erster Linie geht man ja dort zum Klettern. Andere wiederum bevorzugen Fußball. Dann gibt's noch Wanderungen mit kurzen Kletterpassagen im hauseigenen Dschungel. Und last but not least, kann man auch ein Kajak mieten. Ja, bleiben wir gleich beim Kajakfahren. Es ist ja total leiwand, in dieser herrlichen Landschaft herumzufahren. Wobei es gibt Leute, die würzen paddeln etwas mehr und andere, die lassen paddeln. Sobald es abends die Temperaturen zulassen, wird der Strand genutzt, um vor traumhafter Kulisse Fußball zu spielen. Zum Wandern hat man eigentlich nicht so viele Möglichkeiten, aber der Weg zum Viewpoint lässt ein wenig Abenteuerfeeling aufkommen und der schweißtreibende Aufstieg wird mit einem phänomenalen Ausblick belohnt. Ganz schön schweißtreibend der Weg daher. Aber ich hoffe, es lohnt sich. Schauen wir mal weiter. Von da bin ich gekommen. Und da geht's jetzt weiter.
Aber das Hauptgewürz sind sicherlich die steilen bis überhängenden Felsen auf der Halbinsel, die man in allen Schwierigkeitsgraden beklettern kann. Da sieht man zum Beispiel jemanden, der die Würzung fantastisch beherrscht. Und da jemanden, dessen Gerichte eher fad schmecken. Es ist aber nicht nur der Sport, der die Halbinsel so berühmt gemacht hat. Die Strände von Tambranang gehören zu den schönsten der Welt. Da ist nochmal der Riley West. Da ist der Oststrand. Okay, gut, den kann man vergessen. Da kommt man nur mit dem schiefen Nackel an, aber sonst, naja. Aber da ist der Pranang Beach. Besser geht's nicht. Jetzt heißt's Abstimmen vom Paradies. Und weiter geht's ins ursprüngliche Thailand, in den Isan. Was war ein Thailand ohne seine kulinarischen Schmankerln? Aschi. Aber weil wir heute eine Kochsendung sind, werden wir auch über die vielfältigen Speisen berichten. Und im Isan ist die Kuchel noch sehr authentisch, was da in Ubon Ratchathani bewiesen wird. Speziell auf den Nachtmärkten ist das Papperl die Mark und Mepang. Sehr gut, aber nicht teuer. Aber nach Ubon fährt man nicht nur wegen Essen. Die Stadt hat herrliche Tempel bis zum Abwinken, Naturparadiese und last but not least eines der großartigsten Festeln von Südostasien, das Kerzenfestival. Aber eins nach dem anderen. Starten wir mal mit dem Der Wat Pratat Nong Bua ist mit seiner ungewöhnlichen Bauform sicher einer der leibendsten Tempel vom ganzen Isan. Aber faszinierende Tempelanlagen gibt's nicht nur in der Stadt.
Auch rundherum gibt es einen Augenschmaus nach dem anderen. Ein besonderer Leckerbissen für Fotografen ist der Wat Lan Kuat, der Tempel der Millionen Flaschen. Du Flaschen, sagt man bei uns in Wien zu jemandem, der nicht sehr gescheit ist. Aber die Leute, die das da gebaut haben, die waren sehr wohl sehr gescheit, weil die haben eure Flaschen dazu verwendet, einen ganzen Tempel zu bauen. Schaut euch das an.ก็ช้างไม่คู่ก็ช้างไม่ใช่รถร่างรถเมล์รถไฟรถไม่ได้ชาวบ้านฝากรวยเล่นหวยกันใหญ่คู่ก็ช้างไม่คู่ก็ช้างชาวนาหน้าแดงหน้าดำมือที่กำเขียวเกี่ยวรวงข้าวทุบอกทุกใจปวดร้าวราคาข้าวมันไม่ค่อยดีจะให้มีความหวังทางใดดูสดใสทอลอตเตอรี่เงินทองไม่ค่อยจะมีกระเบียดกระเสียนกระเสือกกระสนคนควายได้ควายเด็ดๆตามโอยตามเส้นตามวัดตามมาเทวดาคอยช่วยลูกด้วยถ้าลูกทุกหวยจะเลี้ยงเทวดาจะเชิญมาตั้งวงเล่าปฏิที่เมาส่วนเสหาข้าวปลาหมูเห็ดเป็ดไก่ผลไม้กระไม้ทั้งกันชงกันชาก็ช้างไม่คู่ก็ช้างไม่ใช่รถร่างรถเมล์รถไฟรถไม่ได้บ้านของใครถูกหวยกินหมด Schade, dass sowas nicht bei uns gibt. Da hätte ich jetzt eine gute Ausrede gehabt. Prost! Der Patem-Nationalpark hat wirklich einiges zu bieten. 4000 Jahre alte Felsmalereien, Felsen, die wie Pilze ausschauen und atemberaubende Wasserfälle. Ja, eigentlich hat mir ja der Mandi da herverzahlt. Ich wollte ja gar nicht herfahren. Aber ich muss ehrlich sagen, jetzt gefällt es mir doch ganz gut, wenn man den Ausblick da anschaut. Und dann die Malereien werden vielleicht auch ganz interessant sein. ว่าเธอทิ้งฉันไปนานเท่าไรอยากจะพบเธออีกสักครั้งเธออยู่ที่ไหนไกลสุดฟ้าไม่รู้ว่าเธอนั้นอยู่ไหนฉันอยากรู้ว่าฉันจะมีทางพบเธอหรือไม่ทั้งที่รู้ว่าเธอคงไม่กลับคืนมาไม่ว่าวันเวลาจะผ่านไปนานอีกสักเท่าไร 4000 Jahre alte Felsmalereien. ยังมีเธอยังคงรักเธอฉันยังรักเธอแต่ไม่ว่าวัน Felsen, die wie Pilze ausschauen. เท่าไรเธอยังเป็นคนเดียวในใจที่ฉันยังมีเธอยังคงงดงามฉันยังคงรักเธอไม่รู้ว่าเธอ Und jetzt hat mich der Mandi hergeschleppt zu einem Wasserfall, zu einem berühmten. 1 Stunde sind wir hergefahren und das ist das Ergebnis. Da tropft ja der Wasserhahn in meinem Büro noch mehr. Atemberaubende Wasserfälle.
Ja, aber dafür besteht keine Gefahr. Wir sind vollkommen sicher. Und jetzt zum Highlight in U-Bahn, das Kerzenfestival. Auch in den Tagen vor dem Höhepunkt, also der Parade, spürt es sich schon ordentlich ab in der Stadt. Bei der Parade kosten die besten Sitzplätze schon ein paar Euro. Aber das sollte im Budget drinnen sein, da das ganze Spektakel über 5 Stunden dauert. Aber keine Angst, im Film haben wir das ganze Jahr 4,5 Stunden zusammengeschnitten. Ladies and gentlemen, this is อุบลราชธานีงานประกอบดนตรีไล่ประวัติอีสานซึ่งนำเอาจังหวะคำนองที่ไพเราะ We won the first prize in the Phuket. Für unglaublich viele Touristen ist Phuket eine absolute Trauminsel. Ja, für andere wiederum ein furchtbarer Albtraum, da der Massentourismus zeitweise nicht mehr zum Erreiten ist. Aber für uns war die größte Insel Thailands in der Regenzeit ein Segen. Ja, weil es hier so viel zum Sehen und Erleben gibt, wenn man nicht nur am Strand in der Sonne braten möchte. Die Insel ist ja so groß und vielseitig, dass ein einzelner Urlaub gar nicht ausreicht, um alles zu sehen.
Ausgangspunkt für unsere Erkundungen haben wir uns den idyllischen Ort Kamala ausgesucht. Er ist nicht zu überlaufen wie Patong und hat mit seinen Märkten, wo man sehr gutes Essen bekommt, viel mehr Charme. Das wissen aber auch die zahlreichen Hochzeitsfotografen, die da ihre chinesischen Klienten ablichten. มีคนรักคนเอาใจใช้ชีวิตเหมือนใคร Um uns einen kleinen Überblick von der Insel zu verschaffen, haben wir uns einen Fahrer genommen, der uns die wichtigsten Sehenswürdigkeiten gezeigt hat. ปัญหาของฉันคือใครๆก็เหมือนไม่ถูก Also wir sind da jetzt bei einem wunderschönen Ausblick. Gebt euch das. Geheimtipp. Ein Strand, der in keinem Bucketführer aufscheint. Na, der dürfen die Alice aber in einen Führer von 1857 nachgeschaut haben. Ich habe ihn schon gefunden. Ja, viel los war aber trotzdem nicht. Der Big Buddha ist, wie der Name schon sagt, groß. ไม่มีเธอก็ไม่รู้ว่าฉันจะเป็นเช่นไรโลกใบนี้ฉันเป็นใจที่ทำให้ฉันได้เจอกับเธอร่วมมือกันเพื่อสิ่งนั้นที่ยิ่งใหญ่จะเป็นได้ถ้าเราช่วยกันแค่มีเธอแค่มีฉันก็เท่านั้นฝันคงเป็นไปอย่างที่ใจอยากให้เป็น Der Wat Chalong ist sicher einer der schönsten Tempeln von Phuket und daher absolut überlaufen. Beim Bang Wat Staudamm werden die Wasserreserven von Phuket Town gespeichert. Schon ganz einen eigenen Reiz. Die Stadt haben wir mehrmals besucht, weil sie mit ihren portugiesischen Häuseln, chinesischen Tempeln und zahlreichen anderen Sehenswürdigkeiten ein wahrer Leckerbissen für Fotografen ist.
beim Messen natürlich auch begutachtet werden. Im Panchen-Pratscher Museum sieht man sehr schön, wie reiche Chinesen Anfang des 20. Jahrhunderts gelebt haben. Da haben wir das Trickei-Museum.เป็นใครและฉันก็ไม่คิดจะปีนขึ้นไปคงไม่มีทางจะเป็นไปได้ก็เรานั้นมันต่างกันทำได้แค่เพียงเจียมตัวมันไปวันๆฉันเข้าใจแต่ฉันก็ไม่รู้เพราะความบังเอิญหรือว่าที่จริงฉันนั้นจงใจเวลาที่เธอมายืนใกล้ๆก็ยังพลาดไปสบตารู้ก็ต้องรู้ว่าคงไม่มีปัญญาก็คงไม่มีวันไม่อยากจะเลี้ยวมอง Für den Walking Street Market wird am Sonntag die Talangrot gesperrt und dann gibt's jede Menge Klumper zum Kaufen. ก็รู้ว่าไม่มีทางแต่ก็ไม่รู้ต้องทำอย่างไรอดใจไม่ไหวเมื่อได้พบหน้ายิ่งเธอส่งยิ้มคืนมายิ่งหวั่นไหวยังเป็นอย่างนี้อยู่ทุกวันฉันต้องคอยหักห้ามใจ
Die nötige Dosis Abenteuer holt man sich dann in Phuket beim Flying Hanuman, wo man wie der Tarzan im Dschungel herumfliegt. Der Mann hat dem James Bond das Leben schwer gemacht. Und wo der sein Unwesen drin hat, das schauen wir uns jetzt an. Beim James Bond Island. Also nach diesen Abenteuern gibt's jetzt als Nachspeis Erholung. Und zwar am hauseigenen Strand vom Kammerla. Und da hat jeder seine eigenen Vorstellungen.
von Entspannung.ดูเธอทำไมถึงทำกับฉันได้ดูเธอทำไมถึงทำกับฉันได้ทำกับฉันได้ดูเธอทำไมถึงทำกับฉันได้เรารักกันชอบกันก็หลายวันอยู่ดีจู่เธอก็จากไปจะเข้าของเครื่องใช้ก็ยังดูดีแต่ซีดีบอมมาเล่กลับหายไปฉันเก็บเงินสะสมซื้อทุกชุดทั้งแผ่นใหม่เป็นสะดุดเธอก็เอาไปFür eine Kochshow haben wir relativ wenig vom Kochen gezeigt. Naja, aber dafür jetzt. Lasst es euch gut schmecken.รักกันชอบกันก็หลายวันอยู่ดีจู่เธอก็จากไปแต่ข้าวของเครื่องใช้ก็ยังดูดีแต่ซีดีบอมมาเล่กลับหายไปจะเก็บเงินสะสมซื้อทุกชุดจะผ่านไปเป็นสะดุดเธอก็เอาไปข่าวของเงินทองฉันจะไม่ว่าและยาวเสื้อลายกัญชาของฉันไปดูเธอทำไมถึงทำกับฉันได้ดูเธอทำไมถึงทำกับฉันได้ทำไมถึงทำกับฉันได้ดูเธอทำไมถึงทำกับฉันได้ดูเธอทำไมถึงทำกับฉันได้ดูเธอทำไมถึงทำกับฉันได้ดูเธอทำไมถึงทำกับฉันได้